Wenn Jesus zum zweiten Mal kommt, dann wird er nicht kommen zum Sünden wegnehmen. Und weißt ihr, warum er nicht kommt zum Sünden wegnehmen? Woran bist du hier von dir? Wenn du kannst ein 3 wird sein, die eine geradste Ursache, woran du hier bist, die eine große Idee hier taub kommen, was muss sein, woran do wir, was wir tun? Woran sind wir hier? Woran bist du hier? Was ist die Motivation, was trifft dich, um hier hinzukommen? Oder bist du hier von der Weg? Und ich glaube, wir sind hier von der, nicht bloß mit uns Körper, ich glaube, wir sind hier mit uns Hort. Ich will uns immer weiter Mut sprechen oder anspornen sein, dass die Ursache, woran wir das tun, hat nicht bloß zu tun mit den Teil Lehren, das hat nicht bloß zu tun mit mehr Lehren von Gott, das ist gut, dass wir mehr Lehren von Gott. Aber ich wünsche mir, dass wir uns vernehmen, nicht bloß Jesus oder Gott besser kennenlernen, wer er ist, aber ich wünsche, wir würden am besser kennenlernen als eine Person. Ich wünsche, wir würden Jesus besser kennenlernen als eine Person. Ich wünsche, wir würden uns besser kennenlernen als Person, weil wir sind gemerkt für Verhältnisse, für Relationships. Jahren 3, wie unsere Phones haben und wir können immer bloß an Social Media sein und mit allen Menschen connecten und taub sein. Ich weiß, dass nach uns ohne ich Dating in mein erstes Jahr, als ich in der Bibelschule war, ohne wie nicht in der Bibelschule, und ich war. Und für die Monate, wo ich in der Bibelschule war, habe ich mir meist 2 Banken ohne. Und dass wir in den Jahren, wo wir nicht können, einmal Snapping und wo wir nicht einmal können uns all diese Dinge checken. Wir können nicht einmal FaceTiming, wenn wir wollen. So, was wir deuten, als wir hatten so eine alte Kameras gehabt, wo der Rollbahn ist, und ich musste Bilder waschen. So, der hat Bilder von mir, ich hatte Bilder von R. Und wir hatten obviously Bilder von uns taub. Und dann würden wir die Bett haben, und dann würden wir, ich würde dort die Bilder setzen und bekicken, und die würden die Bilder bekicken. Aber wir können nicht so communicating, als was wir von der kennen. Und dann würden wir uns nochmal etwas schreiben, und wenn wir von der nochmal gehen, nur all die Jahren, was wir sind befreit gewesen, wir gleichen uns, nur all die Jahren, wenn wir die Briefe nochmal bekicken, oder die Dinge, was wir geschrieben haben, oder die Bilder von ihr, schauen wir das zum Lachen. Und wir können viel besser tun als dort von der. Aber wenn die mich würden fragen, was willst du wählen? Willst du wählen die Bilder und die Briefe von der, oder willst du die Person wählen? Willst du wählen mit ohne taub sein? Was würde ich sagen? Wenn die mich würden fragen, was willst du über das andere wählen? Willst du mit ohne wählen taub sein, oder willst du die Bilder und die Briefe wählen? Wenn ich einen von denen entscheiden, was würde ich sagen? Bilder, nicht? Die kostet Leute, mit dieser Person verteilen ohne. Aber ich würde in einem Heartbeat sein, dass ich will einen Tag mit ohne taub sein, und es steht all das andere, was wir etwas gesehen oder gehört oder geschrieben haben. Und keiner braucht darüber denken, weil wir gleichen uns als Person. Nun, wir haben uns in der Welt, wo wir sind, besonders in der christlichen Welt, haben wir uns gelehrt, Bibel zu lesen, Bücher zu lesen, alte testamentliche Bücher und Gesetze zu lesen, neue testamentliche Briefe zu lesen. Und wir sind dazu gekommen, wo wir mit einmal verjährten von, ist die Bibel actually mein Relationship oder ist das die Person hinter der Bibel? Wir haben mit einmal verjährten dort, die Bibel ist du gleich aus einem Punkt, um mit Gemeinschaft haben. Aber die Bibel und die Briefe, die wir in der Bibel haben, die sind gegeben, um uns nur wem wiesen. Und wir sind geneigt, wir sind tempted, um nicht zurückzukommen in mehr Lehren. Für Werk habe ich ein bisschen gelehrt, das Werk, weil wir nach mehr Lehren von Gott. Aber wir wollen, du kommen, den Tag kommen, wo wir wollen sein, in Teil von Gott lehren, es sei gesund.
Aber irgendwas Kluge zu lernen von Gott ist nicht das Wichtigste. Aber Gott als eine Person kennenzulernen in Relationship mit Gott ist viel wichtiger als alles andere. Aber den Tag, was wir du wollen nu kommen, und dort wird uns Hauptpunkt von Leben sein. Aber den Tag, wo wir verdammt die Bibel lesen. Aber den Tag, wo wir verdammt in die Kirche kommen. Aber den Tag, wo wir verdammt alles tun, weil die Bibel ist uns nicht gegeben, um bloß ein Verhältnis haben mit der Bibel. Die Bibel ist uns gegeben, um von einer Person lernen, um ein Verhältnis haben mit einer Person hinter der Bibel. Und dort, was wir besonders wollen bekicken, war, wenn wir in Hebräer kicken, weil das ist sowieso der Punkt von der Bibel. Der Punkt von der Bibel ist, dass du wie ein Gott, der sich nicht bloß will verstärken, wir haben ein Buch von Sasses Bieke gekriegt, eine Bibel von Sasses Bieke gekriegt, wie ein Gott will sich offenbaren zu uns. Und wenn wir so sind als die Pharisäer, dann stehen wir und kicken Jesus einmal in die Augen an und wir missen den Punkt. Wir haben die Bibel studiert, von fern hin, aber wir haben die Person nicht gesehen. Und so mir jankert ans Motto zu sprechen, dass die Ursache ich habe, wo dann wir uns lernen, die nächsten 12 Monate werden wir sein. Die Ursache, warum wir wollen in die Kirche kommen, ist, weil wir wollen die Person besser kennenlernen. Wir wollen nicht bloß die Person besser kennenlernen, aber wir wollen in Verhältnis haben mit der Person. Also der Punkt von der Bibel ist, dass die Person, der Autor von dem Buch, dass wir den wollen zu sein kriegen, und dass wir wollen zu sein kriegen, dass wir sind gemerkt haben, ein Verhältnis, eine Relationship haben mit dieser Person, und mit uns an sich. Und dass wir sind gemerkt haben, Closeness oder enge Gemeinschaft haben mit diesem Gott. Wir haben nicht bloß einen Gott, der hoch im Himmel ist, oder dort weit auf das Heilige von das Heiligste, und wir können nicht haben. Und dort besonders wird das Buch von Hebräer ans Eva sein, dat, wo wir können so denken, dass wir sind gemerkt haben, mit diesem heiligen Gott eins sein oder top sein. Nu stell dir vor, wie wieder gehen, dass dein größtes Ziel für die nächsten 12 Monate wird sein, dass du wirst die Person hinter der Bibel kennenlernen als eine Person und du wirst in intimate oder in engen Relationship mit Jesus ausbauen. Wo wird dein Leben ändern in den nächsten 12 Monaten? Was wird anders werden? Wo wirst du anders verteilen? Wo wirst du die Menschen anders ankicken? Was wird dein Leben ändern? Was wird an sich Kirche ändern? Und dort wurde der Serie von Botschaften habe ich nicht bloß einen Titel gegeben, weil wir glauben, dass hier sich scheint. Das ist actually das Thema von Hebräer, dass die Person hinter diesem Brief, Jesus selbst, ist besser. Das ist besser als alles andere, was du den vergleichen kannst, mit all die guten Dinge, die passieren. Und so viel Werk, ich will Ihnen ganz klar bringen, dass ihr das nicht vergessen. Viel Werk, das wir Kapitel 9 und 10 in Hebräer bechecken. Und wir hatten gesagt, wir sollen in Small Groups lesen und in Tuesday Eva lesen, das wird Kapitel, wir wollen diese Werk zurückkommen davon vertellen. Viel Werk, dann vertelle ich eine negative Reihe von Dingen, was wir in Hebräer sein, wenn du erst einmal an das alte Bund oder zu das alte Testament gehört. Und das sind alles so eine Dinge, was du nicht schaffst. Das sind alles so eine Dinge, was du nicht ans Können, Closeness oder enge Verhältnis mit Gott bringen. Und so du musst eine Zeit kommen, wo du irgendwer was mit Gott willst, wie proben. Menschen wollen hier eng sein mit Gott, aber die können allmählich die können allmählich close sein oder eng sein mit Gott. Und so, dann musst du nie ein System abstellen oder nie ein System abkommen. Nicht, und ich will sagen hier, nicht wegen das alte System wie nicht reich. Nicht wegen das alte System wie schlag. Das wie gut. Wenn ihr Hebräer studieren, dann wollt ihr an, wo der Trouble liegt, ist an den Menschen. Das System schafft nicht, willst du wie kein Mensch gut genug haben, eng genug sein mit Gott. Du wirst kein Mensch compatible mit Gott. Compatibility meint, dass du taupassen das. Ja? Wer von Ihnen hat ein Samsung? Wer von Ihnen hat ein iPhone? Ja? Compatibility ist wichtig, right? Because wir haben uns vereinbart, dass die nächste Membership-Klasse, die wir haben, die sollen alle, du musst ein Requisit sein, wenn ich werde das leider nicht sein, wollen nicht aber Klassen sein. Ich habe Angst, dass wir immer Ratschen hinabkommen. Gleich so. Compatibility ist ein wichtiges Ding. Aber das hat nicht bloß mit Phones zu tun, das hat zu tun mit
ans Leben mit dem ewigen Gott. Menschen wir nicht compatible mit dem ewigen Gott, mit dem heiligen Gott. Und du fragst vielleicht, okay, was hat sich geändert? Sind wir besser geworden, von der sind wir compatible mit Gott, dass wir kein eng mit Gott wollen? Die Antwort ist nee. Wir sind nicht besser, als was wir einfach wären. Ans Leben ist gleich besser, als die alttestamentlichen Menschen erleben. Aber irgendwas hat sich geändert. So was hat sich geändert. Und so Gott, der schafft das alle Weich nicht, wenn das schlecht wird, aber du musst was nie kommen, willst das alle wie allmählich. Die alle Weich von Dingen tun, schafft nicht. Und wenn ich sage allmählich, das meint, dass wir allmählich. Du wir nicht in Weich, dass Menschen können taub kommen mit Gott. Du wir mal eine Zeit, wo das nicht mählich wird, dass die Menschen so eine Stüren auch kriegen dann, wo Fan wie wir, kriegen dann, wo viel Geld wir tun haben, kriegen dann, wo von der Familie wie wir angeboren. Du wir eine Zeit, wo Menschen so stüren auch, wir können nicht eine enge Gemeinschaft sein mit Gott. Das wir allmählich. Wir können nicht mit Gott taub kommen, weil wir nicht compatible, dass wir allmählich. Aber Jesus, sag mal mit aber Jesus. Was Jesus tut, ist, der braucht das alle zwei, oder der mögt das mählich, dass du essen weich, mit Gott taub kommen. Das hat nicht zu tun mit was von viel besseren Menschen wie von der Hand, because du weißt Gott. Du weißt Gott, wenn du dein Leben ewig kicken lässt und du kickst, was du tun hast, du kickst, wer du bist. Der meiste Mal, falls du dieses, das hält nicht an mit dir. Der meiste Mal, falls du dieses, du bist lange nicht gut, nicht mal zum mit diesen Menschen taub sein. Right? Ich auch nicht. Aber die Wahrheit ist, das hat nicht mit mir und dir zu tun. Das wir mal allmählich, aber da kommt die Zeit, wo Jesus muss anstoppen sein, das wird mählich worden. Nicht wegen, was die tun, aber wegen, was ich tun. Und so, das will ich nicht vergessen, because this is crucial. Wenn wir uns dort lernen, dort in der Zeit, wo wir von der leben, du sind wir compatible mit Gott. Gott will uns und Gott gleich uns. Und wir nicht verstehen, wie viel es gekostet hat, dort was zu bringen, dann verjährt wir von dort, wie dort nicht selbst getan haben. Können ihr mit? Wir Menschen sind leicht so dort, wenn du mir alles geben lässt und ich weiß nicht, wie viel es gekostet hat für dich, dann komme ich mit der Zeit dazu, wenn ich nicht abhörst, dass ich undankbar war, weil ich glaube, du musst mir das bloß geben. Die geben mir all diese Dinge, und wenn ich nicht abhörst, dass die hat das was gekostet. Alles, was wir haben, das hat irgendwem was gekostet. Und wenn ich nicht mehr fernehme, dass ich mir das lernen, dass irgendwem hat das gekostet, aber wenn mir das frei gekommen ist, dann komme ich dazu, wo ich glaube, das muss mir bloß geben. Ich sage doch bloß ein Gott, du willst mir all diese Dinge geben. Nicht bloß ich, das ist dort, jeder auch ist dort. Wenn wir uns nicht fernnehmen, dass irgendwem kostet ein Wort, dann waren wir undankbar. Und dort wollte ich von der Hand, wir wollen uns sehr deep durchschreiben lassen, dort, wenn du und ich in das Neue Testament leben, und Gott hat Dinge geändert für uns, dass wir nicht wen die uns das verdient haben. Du wir eine Reihe von Requisiten, das sind Requirements, was du und ich müssen haben, um zu Gott kommen. Du wir nicht in anderer Weg, um mit Gott compatible werden, als dass somebody würde was kosten. Irgendwem würde alles kosten. Und ich will eine Reihe von Dingen, von der wir bekicken, wo ich das mählich wird. Und ich hoffe, wenn wir diese Reihe von Dingen bekicken, dann wird du nie das Feuer ans Hort anfangen zu brennen. Und hoffentlich für die nächsten 12 Monate, wo wir ein Habit oder eine Angewohnheit bühen, von Gott danken, für was er für uns getan hat. Nu, ich will Ihnen 5 Dinge ganz kurz geben, was wir nicht vergessen können, was wir müssen haben, was du musst passieren, sodass du und ich überhaupt können mit Gott kommen. Wenn diese 5 Dinge du nicht wären, dann wird es allmählich, dass du und ich überhaupt jemals kriegen und von neuer können mit Gott kommen und mit Gott leben. Du wirst nicht, du wirst gleich ein Weg bieten, das wir da. Und das ist jeden dort, wo wir Fähigkeit von verteilen. Und ich sehe Fähigkeit, ich würde die negative Seite sein, von wo das mal wir. Und von der würde wir nicht die andere Seite hübschen sein. Was sind die positiven Dinge, was Jesus den Nennen brach, in Verbetun, dass du und ich können mit Gott kommen, ein enges Verhältnis haben mit Gott selbst. Und das erste ist, und hier vertelle ich viel von der Zeit, das ist, dass wir müssen frei werden von Sinn. Wir müssen frei werden von Sinn. Nu, ich weiß, was some von Ihnen denken, das wird dem immer zu mir sein, und das wird ich mir immer sein, und das wird Suten immer sagen, und das wird... See, that's crazy. Wenn wir nicht abhussen, das Wort mit einmal ans Motivation, dass wir bloß mit Sinn hören, wir müssen bloß einmal an Sinn denken, wir müssen bloß einmal abhussen, dass wir nicht Sinn genommen.
Det är actually korrekt att ge en del oss vad vi får förstån han. Aber das ist die Wahrheit. Du und ich können nicht mit Gott kommen, wenn wir nicht sinnlos wären. Wenn du und ich nicht würden von Sinn vergift worden, dann können du und ich nicht mit Gott kommen. That's a fact. Das ist, was es dort. Dort wir dann so dort, das ist nie so dort. Wenn du und ich nicht sinnlos sind, und dass unser Sinn alle vergift ist, dann kann ich und du nicht mit Gott sein. Das ist kein wo fern du bist, das ist kein wie viele gute Dinge du tun hast. Du kannst nicht mit Gott kommen, wenn du nicht von Sinn alle vergift bist. Und ich meine, von deinen Sinn alle vergift. Nu, das sind zwei Ursachen, wo dann, wir glauben einmal, dass Gott, der kommt mit unseren Sinn zu holen, weil sie können Sinn so schändlich schlecht leiden. Und du bist reich. Gott kann Sinn sehr, sehr schlecht verdrehen. Aber die Ursache, warum Gott kann Sinn schlecht verdrehen, hat zwei Punkte. Nummer 1 ist, Gott kann Sinn schlecht verdrehen, wenn er das Damm für dich. Das ist Damm für dich und für die Verhältnisse, wo du bist auf dieser Welt. Sinn hat immer Relationships zu merken. Immer. Gott gleicht nicht Sinn, nicht bloß wenn der kann Sinn schlecht leiden, aber der läuft seine Dinge in seinen Verhältnissen gut immer zu Familien brechend zu Kirchen brechend zu wenn Sinn du hast. So Gott kann nicht Sinn verdrehen und du musst mit Sinn dealen, so dass willst du gleich die. Aber die zweite Ursache, warum Gott kommt mit Sinn zu dealen, dass Jesus kommt in diese Welt mit Sinn zu dealen, und nicht bloß uns verdammen, aber den Sinn wegzunehmen, ist, because du wirst kein anderer Weg mit die Taub kommen. Gott kann nicht mit die Taub kommen, bitte mit dem Sinn, wo die dealt worden. Because ein heiliger Gott ist nicht compatible mit einer Person, die sündig ist. Und du sagst, wie alle sind. Römer 3 und Römer 6, wir sind alle in der Selbst gebaut, dass wir haben sündig, wir haben Lehre, wir sind anerkannt. Was immer du tun, wir sind in einer Boot, wo wir nicht compatible sind mit Gott. Aber Jesus, sag mal, aber Jesus, der mögt das mählich, das Sinn für je fort, dass wir können mit Gott sein. Und das ist, wenn die Hebräer, und ich werde Hebräer 9 und 10, ich will falsch nehmen, zum Anfang dieser Punkte hinweisen, aber Hebräer 9, Vers 15, sagt es das. Durch Christus, das ist Jesus, durch Christus, sein Tod, sind der Sinn vergift. Okay? Diese Unge das erste Testament getan haben. So durch Christus, nicht durch was wir getan haben, nicht durch was wir mählich werden zu tun, aber durch Christus sind sie Sinn vergift. Das ist nicht durch, was du getan hast, das ist nicht durch, was ich getan habe, das ist nicht durch, dass wir einmal in die Kirche kommen oder so viel lesen dann, oder so viel predigen dann, oder so viel worshipen. Das hat nichts mit zu tun, was du getan hast. Das sagt, durch Christus sind die Sinn vergift. Durch Christus sind die Sinn vergift. Das sage ich in Vers 16, finde ich. Hebräer 9, Vers 16, wenn ich das steht. Heu ist aber, in der Heu, du meinst Jesus, das ist der Kontext, das sagt, Heu, das spätere Jesus, wo wir von vertrauen, Heu ist aber nu zu der letzten Zeit ein für alle Mal von Dach gekommen, in Haft, sag ich mal Haft. Weißt du, was Haft meint? Das meint, das ist eine Vergangenheit. Das wird nicht passieren, wenn du die Fernunion abstellen. Das wird nicht ein Tag passieren, wenn du mehr gute Dinge tun hast als schlechte. Okay? Das ist Past Tense. Das sagt, der Haft mit seinem eigenen Opfer die Sünden über sie gebracht. Denkt mal über. Jesus wird nicht deine Sinn ein Tag vergeben, wenn du was Gott genug sind. Jesus wird nicht ein Tag deine Sinn vergeben, wenn du schwach nicht, dass ich kommst. Jesus wird nicht ein Tag deine Sinn vergeben, wenn du schlimm mit meiner Stauben gestoppt hast und du warst erst mal erst wo dein oder du warst. Das ist nicht, was das sagt. Der sagt, der hat der letzte Zeit. Weißt du, was der letzte Zeit ist? 2000 Jahre drei, als Jesus an Kreuz gestorben ist, du fängst der letzte Titel an. Der sagt, der hat nie eine letzte Zeit. Right? Und das ist wichtig, dass wir das sein. Der sagt, heu, und das meint Jesus, ist aber nu zu der letzten Zeit ein für alle Mal von Dach gekommen in Haft, das meint, der Haft hat getan für diesen Jahr 3, der Haft mit seinem eigenen Opfer den Sinn über sie gebracht. Und wenn der sagt, der hat den Sinn über sie gebracht, dann meint dort, was meint dort? Der hat den Sinn über sie gebracht. Sie, wenn wir einen Computer nach dem haben und wir lassen das auf oder wieder nicht deleting, dann ist das nach einer Garbage Bin dann. Okay, das ist noch eine Garbage Bin, dann das erst du noch. Dann, wenn du dazu dass du das aufgelassen dann kannst du die und restoring, dann erst du weiter. Wenn Jesus sagt, dass er den Sinn und sie gebracht, er wird sie geschaffen, dann meint er, dass 2000 Jahre drei und Kreuz, dann handeln wir mit Sinn. Und die handeln mit dem Sinn in der Weich, dass die weich wird. Der ist nicht mal eine Garbage Bin, das ist über das System bieten. Nur dort man steht ja in die drei, aus einer Person, die im Neuen Testament lebt.
Denkt ihm an. Aber irgendwem kostet alles, was er hat. Irgendwem kostet alles. Aber die Arbeit mit der Sinn eine Weich, dass der Sinn weich wird. Einmal so eine homeless people, die sind, die gehen auf den Gas, dann ist wie ein Restaurant, und dann sind die alle Burgers und alle Bita Pizza, die die Garbage kriegen. Und die erste vorbei, und die weiß meist kalt, die weiß, wo eklig das ist, aber die wel von den Eten, wen das ist. Das ist alles, was ich habe. Und jetzt ist das wie ein Jungen mit unserem Sinn. Wir haben was zu tun, und wir glauben, Gott hat dich vergeben. Aber wir glauben, der erste noch einmal, because den nächsten Tag, wenn wir abstimmen, dann fällt sich das nachher so, dass wir sollen uns schuldig feilen. Und dann fällt das nachher so, dass wir sollen die Treue holen gehen. Und wir käven da, und wir waren käven, Ewan, wie das alle Maß, was Jesus so lange vergeben hat, der alle Sinn, der holen wir uns einmal weiter zurück. Aber Jesus sagt, dass du so, wo wir sind, und war der Requirement, wie der Sinn wach wird, wir können nicht in Jesus die Arbeit mit dem Sinn und die schmeißt die ganz wach, die schafft aus dem System raus. Das sagt es dort in Hebräer 10, Vers 17 und 18. Wir wollen diese Versen in Small Group Forums nennen, die können von spazieren, aber dort sagt, und er sind in eurer Gerechtigkeit, wo ich, und jetzt sagt Gott, wo ich nicht mehr denken. Das schreibt er im Alten Testament, Hebräer, der Schreiber von Hebräer bringt das weiter ab, und die quote das von Alten Testament und sagt, wenn Jesus ist, was kommt, die sind Honnen, dann sagt er dann, was Gott und die sind nicht mehr denken. Die wollten nicht mehr an die Sinn denken. Nu, ich will du und ich tun werden. Wir haben was zu tun, wir fühlen uns damals schon schuldig. Aber Gott wird an die Sinn nicht mehr denken, wenn er die vergibt hat. Dann sagt er Vers 18, und wo sind denn all vergibt sind, das ist Past Tense. Weißt du, wann das passiert? 2003? Wann sind denn all vergibt sind, oder wo sind all vergibt sind, als kein Opfer für Sünden mehr neidig. Das ist gar nicht neidig, dass die Abbiedung warst. Das ist gar nicht neidig, dass die anderen Menschen Abbiedung warst. Wo mit Sinn gehandelt ist, wo Sinn vergibt sind, ist das gar nicht mehr neidig, frisch zu opfern. Weil das Opfer wie ein für alle Mal geht. Nu, das wie ein Requirement, das wie was du musst sein, damit du mit Gott kommen. Sinn muss wach sein, sodass du mit Gott kommen, sodass ich mit Gott kommen. Aber dank Jesus, dass er kommt und er macht ein Requirement für dich. Wie kann ich? Keiner kann. Das kann ich nur für Fan wie wir, wie kann ich? Das zweite Ding, was Jesus kam down, und war das so ein Ding, was du musst sein, das wie ein Requisito, was du musst sein, um mit Gott close sein. Das ist, dass er muss ein Vermittler sein zwischen uns und Gott. Nu, ich wünsche dir, dich mal ein Stückchen anlassen. Dort ist ein Don't, wofern du wirst, für uns als Menschen, wenn wir es gesündigt haben, in Bereich der Sinn vergibt ist, wie kann ich bloß für einen König kommen in den König sein und wie uns viel Zeit mit ihm? Weißt du, woran wir ins Haus der König, wir sind nicht. Wenn du nach mal ans Präsident kommen in Mexiko oder in den States und du wirst sagen, wie viel Zeit von denen? Gleich, wo die bloß Leute Zeit haben? Nee, weil du hast nichts zu opfern, du hast nichts zu bringen. Der ist der Präsident, nicht du, nicht ich. Und wenn wir nicht einen Vermittler haben, einen Vertreter haben zwischen uns und Gott, das ist kein was du bringst, das ist kein was du zu opfern hast. Du kannst gleich bloß zu Gott kommen, weil er ist der König. Besonders, hör ich mal her, besonders wenn wir das System übertreten haben, besonders wenn wir den Königreich haben profitiert haben, besonders wenn du und ich einfach wären, wo wir das Königreich, dass wir gegen Gott wären. Ich meine, wir schmierten Gott an, wir gingen Gott in Reden, wir versuchten, selbst Gott zu sein, wir versuchten, right? Das ist gar nicht möglich, dass du das hinkommst. Das ist unmöglich. Und das ist ein Requisito, was du musst haben, um für Gott zu kommen. Und das ist vor allem Jesus, sag mal Jesus. Das Petra Jesus müsste tun. Und wir finden das in Hebräer 9, Vers 15, das sagt, dort ist, wo am Christus der Vermittler von neuen Bund geworden ist. Sie im Alten Testament hatten die Priester. Aber in neuen Bund wird Jesus der Vermittler, der von Gott gewählt sind, dort wir Opfer kriegen, dort an Versprechen. Sorry, ich wollte noch einmal lesen, wenn ich. Das heißt, dort ist, wo am Christus der Vermittler von neuen Bund geworden ist, dort die von Gott gewählt sind, dort wir Aufgaut kriegen, dort an Versprechen ist. Wie kann ich? Keiner kann, und das, wo am Christus muss kommen, das tun. Und Jesus muss der Vertreter sein, wo der zwischen uns und Gott wohnt.
Because du und ich können nicht das Heilige kommen von das Heilige, because wir nicht Gott genug, right? Und so du musst verstehen für uns sein, diese Person, nicht häufig sein. Du musst wir kommen, wer du willst sein, diese Person kann hier ankommen. Wir müssen du wir zwischen uns und Gott haben, wer du kann Gott sein für uns, da wir Gott genug führen. Wir haben immer diese Chistes gelesen, wo St. Peter oder St. Pedro wat daar op de ladder stond boven en wat die doen in zware ora. Doen we Gott oder we dam die beste was, right? Wat die stond die aanloten. Du wird keiner ankommen, wenn Petrus da steht. Du wird keiner ankommen, wenn du irgendwer anders steht als Jesus selbst. Und das sagt du, dass Jesus das die Vermittler geworden zwischen uns und Gott. Und dann sagt Christus, Vers 24, dort sagt Christus ging nicht in das Heiligtum nennen, der redet von dem alten Tempel von Israel, aber noch, der sagt, die nicht in das Heiligtum nennen, dort Menschen gebüht wurden, in bloß in Handwies ab das Worthof gewir. Heu, das meint Jesus, heu ging im Himmel selbst nennen, am du nu für uns für Gott zu tun. Sie denken mal an diese Worte. Du kannst nicht in den Himmel nennen, bitte ist, wer die Verdissen kann ich vertreten. Das ist überhaupt gut genug. Aber eins, wem kostet das Leben, und der mögt den Wach up, der reiht die Gardinen für, der ging nicht bloß an das Helden von dem Tempel, die in das Helden von dem Himmel, und der steht von der für Gott, und der steht für die. Der steht zum die defending, der steht zum in Zwischenhändler sein zwischen die und Gott. Und ich weiß nicht, was er zu dir tut, aber das ist die Wahrheit, was Jesus tut, das ist die Requirement, was wir müssen haben zum Kommen, und wir können das nicht in Jesus tun. Der nächste ist, dass wir sind geheiligt durch Jesus nu. Und jetzt ein bisschen gefährlicher von zu reden, weil Menschen, die dann in einmal Bett wie übertrieben. Wenn ich Ihnen von der Schmeiß würde fragen, wer von Ihnen ist heilig? Wer würde die Hand abheben? Die brücken nicht, aber wer von Ihnen würde honestly mit dem die Hand abheben und sagen, ich bin heilig? Wir haben uns Jesus in der Stufe, dann wer du heilig wäre, was die Stufe du wärst. Nu, das ist ein Thema, was du mit amaglich erst, weil eine religiöse Kirche haben uns ein oder das andere gesagt. Die haben immer gesagt, dass wir sind entweder sehr heilig, du nur wie viel Geld du hast getan, du bist heilig, du nur wie viel damit getan hast, du bist unheilig. Right? Hier ist die Wahrheit. Wenn du nicht, weißt du, was das Wort heilig überhaupt meint? Das meint rein. Rein in der Port gesagt für einen besonderen Zweck. Der andere Wort, das meint, du bist perfekt. Du bist perfekt. Hier ist der Trouble. Wenn du und ich nicht perfekt sind, dann können wir nicht mit einem perfekten Gott compatible sein. Wie kann ich eins sein mit einem perfekten Gott, wenn du und ich nicht irgendwo so heilig sind als Gott? Und das wurde in 3. Mose, Gott sagt zu den Menschen, die sollen heilig sein, so ich heilig sein, sagt Gott. Der Trouble ist keiner wir. Der Trouble ist nachher keiner ist heilig. Aber das ist ein Requirement für Gott. Und das wurde Jesus müssen anstoppen und den Menschen heilig merken, because dort ging das nicht. Und hier ist, was ich will haben, die sollen merken. Das sage ich in Hebräer 10 verstehen, das sind nicht meine Worte, aber hör, was das sage ich. Nur diesen Wahlen sind, sag ich mal sind, das ist passiert. Nur diesen Wahlen sind wie ein und für alle Mal geheiligt durch das körperliche Opfer von Jesus Christus. Das ist nicht du nur, wo die falsch, because wenn du heilig wirst, du nur, wo die fallen, dann wirst du einzig mal glauben, dass wir sehr heilig, wenn ihr still sehr viel Gott getan. Dann nächstes Mal wirst du so schwierig fallen, dass du nicht mal wird, wie Menschen in die Uhr zu checken. Okay? Nur unsere Gefeilung nur erst das nicht, dass wir heilig sind. Das ist auch nicht du nur, was der Pastor zu dir gesagt hat, das ist auch nicht du nur, was wir in Lebenskirche lernen. Du bist nicht heilig oder nicht heilig, du nur, was Menschen zu dir sagen oder du getan hast. Oder wie viel Gott oder Schlechtes du getan hast. Du bist heilig, du nur, was sagt der falsch? Der sagt nur, das sind Wahlen nur. Und das ist nicht uns Wahlen, das ist nicht die Kirche Wahlen, das ist Gott sein Wahlen. Nur Gott sein Wahlen nur, bist du heilig. Wenn du Gott sein Kind bist, wenn du Jesus sein Kind bist, dann meint er, dass das dein Requirement, was du sagst, und du kannst nicht, aber Gott tut für dich. Und du bist nicht, das ist falsch, du bist nicht heilig geworden, du nur, was Gott tut. Du bist heilig geworden, du nur, was Gott Jesus will, because er gibt das ab von Kreuz für dich. Das sage ich in Vers 14, so steht, dass Jesus hofft, das meint, es passiert, das ist in der Vergangenheit, das soll geworden, das wird nicht einfach passieren, wann du ist Gott genug bist. Hofft die, die heilig worden, durch ein Opfer ewig vollkommen gemerkt. Das wird vollkommen mein Perfection, das mein Perfekt gemerkt. Nu, ich weiß jetzt schwer anzunehmen, aber wenn du Gott sein Kind bist, dann bist du
geheiligt worden durch Jesus. Nu, ik weet God, die valt zich gleich nu. Ik weet God, dat die dingen nu, dat die dingen gedaan hast, wat die gedaan hast, kost je dat meestig geloven, aber dat is de waarheid. Dat nächste ding is, we moeten ongenomen worden voor God. Sie, dit kan we eens meest niet begrijpen in de wereld, wo we leven, oder in de kerken, wo we zijn, weil we hebben te mensen geleerd en gezegd dat du nu, wo God du bist du ongenomen. Du hast een place to belong, wenn du hast God genug gedaan. En de kerken, wo we zijn, en de arbeidsstätten, wo we schaffen, we moeten een resume dan aanbrengen, dat we ongenomen worden van de mensen, wat boven zijn. En wenn du ein Resume nicht schaffst, oder du nicht genug Erfahrung hast, oder du nicht genug Geld getan hast, oder du hast erst ein paar dumme Dinge getan, wie ein anderer steht, wo du schaffen, jetzt nicht, was du hier so schaffen, dann bist du bloß nicht gut genug. Du bist gleich ungenommen. Und in der Welt was wir ab. In der Welt sind wir alle abgewaschen in unsere Familien. Manchmal von unsere Mama und Papa uns gleichen deuten, und die zu uns sehen, dass hier ist noch etwas, was du später tun hast, was du getan hast. Uns denken automatically direkt zu haben, und wir glauben die gleichen uns gleich. Wie viele von Ihnen Kinder, die Eltern sagen, was die nicht haben getan, und dann nehmen die das all an, dass die sind jeden und die gleichen mir nicht nicht. Because wir glauben, wir sind nicht angenommen. Wir glauben, wir können keinmal genug tun. Die nehmen uns was nicht an. Wo die Welt glaubt, in Wahrheit, das ist ein Requirement von Gott, dass wenn du nicht angenommen bist bei Gott, du kannst alles proben, was du weißt, mit Gott taub zu sein und eng sein. Aber wenn du nicht von beiden Seiten will, wenn Gott die nicht will, wenn du nicht Gott genug bist für Gott und Gott die nicht annimmt, dann kannst du ein Verhältnis haben mit Gott. In der Wahrheit, wir keiner können, weil keiner wir angenommen für Gott. Nicht ich, aber nicht von dir. Wir werden nicht angenommen für Gott. Aber irgendwie ist Time in der Mangstoppen, da und sagt, wir sind doch Gott genug, wir sind doch angenommen von Gott. Nu, ich wünsche, wir würden das so highlighten, und davon vertalen in den nächsten paar Wochen. Das, was Hebräer 10, Vers 8 und 9 sagt, und war das ein Ding, was Gott im Alten Testament sieht, wenn Jesus wird kommen, was wird passieren. Und der Schreiber von Hebräer pickt das ab und der hat Coding und dann erklärt er, was er sagt, oder was er auf zu sein. Der sagt, ihr seht, Opfer in Guven, Brandopfer, Sinnopfer, wusst ihr nicht. So, die Dinge, die die Menschen zu bringen haben, dass Gott so annehmen, die will Gott gleich. Gott will gleich Kalben, Blut, und Gott hat das noch keinmal gewollt. Das Gesetz fordert das, aber Gott will gleich. Weißt du, was Gott will? Dann sagt Jesus das. Gott will den nicht verstehen, sagt, dann seht heu, hier sie ich. Weißt du, wer dort seht? Jesus. Jetzt ein bisschen schwer zu verstehen, wenn ihr das bloß einmal lesen, aber lass mir erklären, was das sagt. Dann seht heu, und wie Jesus, hier sie ich sehe gekommen, Gott dienen Willen zu tun. Die andere wird, was hier angeht, ist das. Menschen brauchen Opfer, Menschen proben alles zu tun, damit Gott angenommen sein, aber keiner wie angenommen. Und dann einmal kommt Jesus, dann sagt Jesus, hier sind ich. Keiner von das ist Gott genug zum angenommen sein für Gott. Dann sagt Jesus, hier sind ich. Und Jesus lädt sein Leben an, der um Diener steht, der auf die Sinne steht. Und niemand einmal kann wie angenommen sein für Gott. Nicht wem, was du getan hast, nicht wem, was du nicht getan hast, aber wem, was Jesus tut. So Gott will nicht bloß Opfer, der will ein perfektes Opfer, und keiner kann das bringen, dann kann nicht wie Gott genug. Aber dann sagt Jesus, hier sind ich. Und ich kann sein Leben geben für dich. Ich kann sein Leben geben für mich. Nu, lass mich ein bisschen erklären, was das Schafel als einzige Motiv ist, das Schwarz zu holen. Das ist allmählich, dass du als eine unheilige Person kannst für einen heiligen Gott kommen. Das ist noch einmal so gewesen, das ist noch einmal so. Wenn Gott nicht die bloß Glück raufticken hat und sagt, jetzt wäre Peter, Isaac, Hendrik, Sohn oder Greit ist, Gott kickt eine schwierige Person. Gott kickt die an, vielleicht mal reichen mit euch aus, was die einmal feiern lässt. Because das wäre wie sind. Das wäre wie sind, wenn Gott uns bloß ankicken wird. In dem Alten Testament wird ein System, in dem wir ein Gesetz zwischen. Das Gesetz mögt nach ein klein bisschen euer, because nu sagen die Menschen das bloß nach, das Gesetz ist perfekt. Wir sollen herrlich sein, aber wir sind gleich. Das Gesetz sagt, wo rein wir sollen sein, und keiner von uns kennt das nur. Wenn die in Hebräer lesen, dann sagt das Gesetz mögt bloß immer weiter denken, wo Damen die wären. Aber dann hat einmal ändert dort, und Jesus stoppt manken und sagt, dass Jesus, der bekam der Zwischenhändler zwischen Gott und den Mensch. Und hier ist, wo alles ändert. Gott konnte die kicken,
durch die Brille wird immer die du wirst zwischen saten und du wirst immer das nicht merken. Du wirst immer gut genug sein für Gott. Bitte ich wird durch die Brille von seinen Ihnen sehen, Jesus Christus nicht kicken. Damit immer wirst du gut genug sein. Nicht wegen was du getan hast, aber wie perfekt Gott ihn sehen ist. Nicht das, was wir einmal schwer begreifen können. Jesus, der wir perfekt, der wir heilig, der wir rein, der immer was errichtet tun. Du kannst nicht in Kontakt kommen mit Gott, unless du wie ich dort. Der ganz einzige Weg ist, because nu kickt Gott nur die Kraxe rein aus in ihnen sehen, Jesus Christus. Das ist der einzige Weg, wo du können heilig sein für Gott. Gott sieht dich als eine heilige Person. Wenn du Gott sein Kind bist, dann bist du ihn sehen oder in der Tochter. Und Gott sieht ihn Kraxe rein aus in ihnen sehen. Das ist nicht, wo wir uns feilen. Das ist einmal nicht, was wir würden gleichen zu sein. Aber das ist die Wahrheit. Ohne kostet du euch. Ohne hast du keinen Weg, dass du mit Gott close sein. Und hier kostet die dort fashion Sachen, was immer du weißt. Niemand wird uitdrukken, because es gibt bloß ein Weg im Fuder, das ist Jesus. Du weißt, sagt Johannes 14, Vers 1, sagt das ist der einzige Weg, right? Er sagt, heißt der Weg, der Wahrheit und Leben, und keiner kann im Fuder bietet euch an. Und das, wenn wir in 1. Timotheus 2 lesen, dann sagt er, dass Jesus Christus ist der ganz einzige Vermittler zwischen Gott und Mensch. Du hast kein anderer Vermittler. Und so, wir müssen angenommen werden für Gott. Wir werden nicht angenommen, aber der ist Jesus sehr wie perfekt angenommen. Und das Letzte und das Beste ist, dass das ist für Emma. Und ich will gleich sagen, die Wein in Hechje und sagen, okay, was wollen wir dann singen? Und ich will sagen, das hören. Wenn Jesus einen Deal merken, der sagt, ein für alle Mal, und das Abfall wie Gott genug für Emma, dann meint er, dass das wie für Emma Gott. Wir sind in der Welt abgewaschen, wo, wenn wir eine lange Reihe von guten Dingen getan haben, dann vertrauen wir uns, dann gleichen wir uns, dann nehmen wir uns an, dann haben wir ein Ding zwei überlegt, dann uns vertrauen für eine lange Zeit zwei, right? Ist für die Monjaste? Das geht bloß eine Sekunde zwei bedecken. Wir leben in dieser Welt ab. Wir wachsen hier ab. Und so denken wir. In Praxis unsere Citizenships, nicht? Wir wären immer Canadian Citizen und niemand immer dann war wir ändert, und das wir für immer. Niemand immer dann, weil wir ändert, das sind die gewisse Art Menschen, die in den Jahren geboren sind, der Citizenship ist nicht zwei. Wie kann ich meine Kanada? Okay? Wenn Jesus uns raten wird, dann rat Jesus uns für immer. Du hast keine Subscription, wo du 3 Monate Geld hast, und wenn das vorbei ist, dann wird die Geld aufhören, dann wird es nicht mehr schaffen. Bitte die Tools waren, dann wird es. Das ist vorig. Ich habe gehört, das sage ich in Vers 12, Hebräer 1, Vers 12 ist das. Heu jink war Jesus, das Past Tense, mit sein Einet Blut ein für alle Mal in das Heiligtum nennen und hat uns ein für alle Mal und hat uns eine ewige Radung geschaffen. Ich habe hier mit kleinen, kann man es nicht so wie checken. Der sagt, darf uns eine ewige Radung geschaffen. Nu, wenn die wollen weiten, was ewig meint, das meint bloß ewig. Die ging einmal in das Heiligtum nennen, die ging einmal da nennen, die dort geschaffen für uns, die macht das fertig für uns, und dort wir für ewig. Und das dort die weiten, dort, wenn die das für ewig deut, dann ist das eng noch nicht sehr wohl bei dir. Der sagt in Vers 28, in Vers 28 ist das, bis ihn zweites Mal kommen, und war der Red von Jesus, der sagt, bis ihn zweites Mal kommen, wird er nicht wegen Sündenvergebung kommen, aber am Deiter raten, der nur am Lüren. Ich will hier sagen, ein kleines Stück Zeit nehmen, um das denken. Wenn Jesus zum zweiten Mal kommt, dann wird er nicht kommen, zum Sünden wegnehmen. Und weißt du, warum der nicht kommt, zum Sünden wegnehmen? Wenn das ein für alle Mal passiert, dass der hier latz einmal wir. Was Jesus zum ersten Mal hier wir, dann arbeitet er mit den Sinnen, die mir vorig. Als der in Krieg sagt, das ist vorig, der meint, dass wir vorig, because dass wir vorig und dass wir für immer vorig. Wenn er zum zweiten Mal kommt, der wird nicht kommen zum Abverfallen, der wird nicht kommen zum Sinn handeln, der sagt, dann wird er kommen zum uns raten. Hier rüht nehmen, wo wir sind. Und ich weiß nicht, was von Ihnen das, aber die wollen eng sein mit Gott und die wollen das enge Gemeinschaft haben mit Gott. Und ich sage Gott alle Tag dankbar, dass er uns nicht bloß ein altes Buch gegeben, wo wir können lesen und sein, wer Gott ist, intellektuell und besser kennenlernen. Er hat uns einen Heiligen Geist geschenkt an uns Wort, dass wir können persönliche Gemeinschaft haben alle Tag. Und je da wir uns lernen, horchen und taub zu sein, in Relationship zu haben, je da wirklich was es wollen. Aber das gute Ding kommt nach dat ein Tag, dann wird die kommen und uns hier rübernehmen, wo alles, dann sind wir actually mit am taub
für immer und für ewig. Nicht hier in dieser Welt, wo alles dann schaffen, wo Dinge dann schaffen, wo wir auch recht denken und wo wir uns schuldig fühlen. Ein Tag, und das wird noch kommen. Alle anderen Dinge, die wir so wie gelesen haben, die passieren, die sind geworden. Das wir alles in der Past, aber die sagt, wenn es zum zweiten Mal kommen wird, dort sind unsere Zukunft, dann wird er uns rütteln. Und so, wenn wir daran denken, dann ist das nicht bloß ein Kontrakt für so und so lang, wenn wir entscheiden, Jesus seine Kinder zu wollen, wenn wir entscheiden, Jesus ans Hort anzunehmen, alles ändert für uns. Alles diese Versprechungen, alles diese Worte hätten wir nicht ansehen. Und das hat nicht zu tun mit, wofür wir deuten, das hat nicht zu tun mit, wofür wir geben, das hat zu tun mit, was er für uns deut. Das muss passieren, dass wir können mit Gott kommen. Aber wir können das nicht. Und Gott deut und er wird das tun, er wird zurückkommen. Ich will ein letztes Ding den schmieden. Was immer je wollen hier, und ich weiß nicht, was dein Konzept ist über Endtimes, oder wann Jesus wird zurückkommen, oder was da alles erst passieren, was Jesus wird kommen, oder das sind all diese gute Menschen, einer hat ein Bild, einer hat ein anderes Bild, einer hat ein anderes Bild. In dem Alten Testament, in Daniel, in Propheten, in Offenbarung, sagt alle Sorten, was da wird passieren, und mit Bilder. Und wir waren uns da und brechen, Quarten, und Spulen, Quarten, wenn einer greift das, einer greift ja. Ich will einiges sagen, klar sein. Was immer da wird passieren, wenn Jesus wird zurückkommen, der wird nicht abverfadern. Was immer da wird passieren, Jesus wird nicht kommen, und ich will durchsetzen und sagen, nu soll ich Opfer bringen, ich will ihn den Sinn vergeben, oder vielleicht will ich ihn den Sinn vergeben. Wenn Jesus zum zweiten Mal kommt, der wird nicht kommen zum Sinn mit dir. Der wird kommen, um uns hier zu tragen. Okay? Und das ist eine gute Nachricht. Und das ist für immer. So, während der Worship-Team abkämpft, weil ich kann sagen, und das Konzept bloß denken, wenn wir hier top anbeten. Ich will Hanji sagen, ein letztes Mal bloß ein Stück ab. Ich würde gleich noch über das ganze Ding denken, was hat das gebraucht, wie viel braucht das, wie können Gott kommen. Und die Wahrheit ist, das braucht all von diesen Dingen. Das braucht das, wie sinnlos wir sind, das braucht das, wie ungenommen wir sind für Gott, und das braucht das, wie herrlich wir sind, und das braucht das, Gott uns wird raten, und wir können nichts von das tun. Und ich würde gleich noch für die nächsten paar Minuten bloß mit uns Gott danken. Gott danken, dass er das getan hat, was wir nicht können tun. Ich danke dir, Jesus, für hier mit uns sein von dir, und ich danke dir für deine Wahrheit und für die Wahrheit bist. Ich danke dir, dass du uns nicht bloß ein Buch gegeben hast, aber du hast uns die geschenkt, was eine bessere Lösung, ein besserer Opfer, ein besserer Priester, ein besserer Gott. Und alles, was wir hier hören, dass wir entscheiden, aber von dir bist du hier. Und ich danke dir, Jesus, dort, wenn wir nicht können sinnlos werden, dass du uns sinnlos merken, dass du das teilst. Dass wenn wir nicht können herrlich sein für dich, mit alles proben, dass du das dann für uns teilst. Ich danke dir, Gott, dass wenn wir nicht gut genug wären für dich, dann möchtest du, dass wir angenommen sein für dich. Und ich danke dir, dass du uns für immer raten und dass du uns zurückholen, wo wir nach in diese Umstände sind. Und ein Tag waren alle Enemies unter denen aus einer Foutbank für die sind. Und ich danke dir, dass wir Port sind von der Königreich. Ich bete, dass von dir für viele von uns wird nie ein Journey anfangen, wo wir wollen ein enges Verhältnis mit dir anfangen zu bauen. Nicht wegen, was wir getan haben, aber wir wollen uns bloß in deine Hängluten, Nennluten, in der Wahrheit luten, tüß wollen, und wir wollen mit dir taub sein. Ich bete, dass hier haben von uns von dir sein, wir haben Jesus keinmal angenommen. Und ich bete, dass dort wird passieren. Dass wir wollen die in uns Wort nennluten, wo wir wollen endlich mal sagen, Gott, das ist genug, ich gebe mir die Hand. Und ich würde gleich, dass du mein Leben bloß nimmst und mich Part von deiner Familie möchtest. Dankeschön für uns Annehmen, Dankeschön für uns Leben und Dankeschön für alles Betun. In Jesus' Namen. Amen. Uns heeft het een grote vrede dat die van jou gewählt hast, maar ons te horchen. Onze Welt lebt von der in Dienstnis und Angst und Armut. Wenn du irgendeinen Freund hast oder irgendwem weißt, wem diese Botschaft wird Mut merken, dann würden wir gleich noch die Wurst diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von dieser je und best wo lebensjährig ist oder du noch mal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seile anluden, kann man es besiegen, und sie deren sind auch für alle Menschen. Wir kommen hier alle sonntagsmorgens top knapp und dort zum Kaffee trinken, zum Spazieren und Gemeinschaft haben. Nur dort dann haben wir gute, lebende Leute nach einer Botschaft, wo du praktisch ist, wo du dein Leben sehen und die Mut geben. Dann werden wir die aber sehr anladen, Part zu sein von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg top kommen. Hier merken wir das persönlich.
Hier kommen wir zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die wohl schlecht Import zu sein von so einer Gruppe ist, dann finden uns das Nummer, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, lebenskirch.com. Uns hier erscheint, dass wir können Import sein von den guten Plans, was Gott für dein Leben hat. Wenn die wohl gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr in YouTube dann kommt, dann würden wir gleich noch die Subscribe auf den Klingel drücken, bis dort, was die dort anwollen.